Hallo zusammen. Ich bin kürzlich mit einem Freund unterwegs in der Stadt, also in Zürich. Und wir haben uns gefragt, wie jetzt in dieser speziellen Zeit, mit den Verschränkungen, die immer noch da sind, die Singles eigentlich mit dem Ganzen umgehen, dass sie eben nicht so viele Freiheiten haben. Und jetzt ist ja speziell noch viel schöneres Wetter, es ist wärmer, die Leute gehen raus. Und wir sind dann wirklich auch sehr positiv überrascht gewesen, wie viele Leute das offen sind, vor der Kamera zu berichten, wie dass sie oder auch Bekannte von ihnen, Freunde von ihnen mit dem Ganzen umgehen. Wie sie trotzdem interessante Menschen für die grosse Liebe allenfalls oder für ein Netzdate kennenlernen. Und ich würde mal sagen, ich tue noch nicht länger auf die Folter sparen. Wir fangen an mit Teil 1. Let's go! Ich bin hier mit dem Abdul. und dem Momo. Carolina. Pascal. Und der Luca mit K. Julia. Phyllis. Luna. Darf ich fragen, jetzt ist ja Corona-Zeit. Wie ist das für dich? Du bist ja Single, hast du mir vorher gesagt. Lernst du momentan andere kennen, so über das Dating oder nicht? Nein, momentan gar nicht, nein. Und frage wieso? Ich würde sagen, weil die Uni, weil generell vieles online ist. Aber hast du ein bisschen ausprobiert, so Tinder oder jetzt irgendwie über den Freundeskreis, dass du jemanden vielleicht hättest kennenlernen können? Also früher war so der Freundeskreis so das Ding gewesen. Tinder habe ich gefunden, nee, weiss nicht so recht. Also nein, bis jetzt ist ja. Ich habe lieber, wenn man eben sich von den Kollegen kennengelernt oder wenn man sich in der Gruppe sieht und dann erst alleine trifft. Ja. Sonst bin ich so immer ein bisschen komisch, wenn man sich so das erste Mal alleine sieht. Bist du momentan Single oder hast du während der Corona-Zeit jemanden kennengelernt? Ich habe während der Corona-Zeit jemanden kennengelernt. Willst du mir verraten, wie du ihn kennengelernt hast? Über Tinder. Ja, also wir haben zuerst ein bisschen gechattet, aber nicht mega lang. Und dann haben wir uns bei den Kindergarten getroffen. Wir haben eigentlich ziemlich schnell uns mega fest gern bekommen. Oh. Ja, okay. Voll. Ah, mega schön. Ja, danke. Ja. Wenn ich mir verrate, sind ihr momentan Single? Yes. Ja. Und wie lernt ihr in dieser Zeit, jetzt, die wir haben, mit Corona und so, wie lernt ihr Frauen kennen? Persönlich ansprechen. Es gibt auch Instagram. Es gibt auch Tinder. Es gibt vieles, also keine Ahnung. Okay, jetzt in Corona-Zeit ist schon mehr als so sozial und so, also über Sozialmedien und so. Aber eigentlich, wenn es schon weitergeht und so, so gehen wir auch zu den Frauen, sprechen wir an. Wir bekommen die Rosen, wir schenken die Rosen. Wir laden sie ein zum Gespräch und so und dann läuft's. Mega cool. Ja. Und was funktioniert so jetzt am meisten momentan? Also ist es mehr online, ist es mehr so jetzt ein paar Ansprechen? Es kommt darauf an vom Wetter an. Weißt du? Wenn das Wetter ist, dann bist du draußen und dann bist du mit Leuten. Direkter Kontakt. Ja, direkter Kontakt ist immer das Beste. Kontakt. Direkt einfach raushauen, was du denkst. Fertig. Ja, ist immer das Beste. Das funktioniert. Ich gebe dir meinen Trick. Okay. Ich gehe zu der Frau und ich frage sie, kannst du schreiben und rechnen? Und sie sagt so, ja. Ich so, also, ich packe mein Handy aus, sage ihr, schau, schreibst du deine Nummer ein und vielleicht lüte ich dich an oder schreibe dir, kannst du damit rechnen. Ich habe nicht so einen schlechten Spruch. Ich frage nach E-Mail. Nein, es ist wirklich, du gehst zu einer ran und bringst etwas richtig Dummes. So, du fragst zum Beispiel, hey, wo ist Pfäffiken? Und dann sagt sie, in die Richtung. Dann sagst du, also gut. Und dann laufst du mal los und drehst um. Sagst du, hast du mir zuerst noch deine E-Mail? Und sie lacht sich kaputt. Und wenn sie nicht lacht, dann hat sie keinen Humor, dann kannst du weitergehen. Aber wenn sie lacht, dann gibt sie dann zwar nicht E-Mail, die meisten sagen immer, E-Mail bin ich nicht erreichbar, nimm Snap. Kennst du jemanden, der während dieser Zeit jemand anderes kennenlernen will, also daten tut? Ja. Kennst du jemanden? Ja, mein jüngster Bruder, er ist jetzt 35 Jahre alt. Er lebt in Ungarn, in Budapest. Er mag das über Internet, Tinder und er lebt allein in einer Wohnung. Er hat sehr viele Homeoffice-Arbeit, weil er ist Informatiker-Ingenieur und seit schon 1,5 Jahren er ist alleine und das ist sehr schwierig über Internet. Ich bin wirklich nicht für diese Online-Beziehungen oder so. Hast du jemanden kennengelernt oder bist du momentan Single und lernst du
ab und zu jemanden kennen? Nein, ich habe jemanden kennengelernt, meinen Freund während Corona. Wir haben uns online kennengelernt vor einem Jahr und uns aber erst im Dezember gesehen. Oh, das ist interessant. Also ihr habt einfach lang hin und her geschrieben? Wir hatten ein paar Freunde, die wir kannten und so, aber wir haben nur ein bisschen geschrieben und dann während Corona praktisch kennengelernt in der Pandemie. Lernt ihr momentan Frauen kennen während der Corona-Zeit? Also, Wie machst du das? wie ich das mache, die Frauen kommen zu mir. Bist du sehr bekannt oder hast du einfach, schaust alle, also du mit allen Kontakt aufbauen mit den Also ich sage nicht viel. Die Zuschauer haben gehört, wer mein Name ist, wer ich bin. Und sie werden euch schon sagen, wer ich bin. Und dann kommen sie auf dich zu und wie gehst du mit dem um? Sie sagen, hey, ich kenne dich von irgendwo und dann sagst du, ja, Also die Brüder, nur die Brüder geben mir Hand. okay. Aber die Brüder ohne Brüder geben mir nicht Hand. Und bei Frauen, wie ist das? Und Frauen genau das Gleiche. Sehr schön. Wie ist das bei dir? Also Wie lernst du Frauen kennen? ganz ehrlich, ich und Frauen momentan bin ich voll auf mich fixiert momentan. Hey. Maar ich wollte eine Beziehung hinter mir. Ich wollte jetzt ganz ehrlich mein Ding durchziehen, durchstarten. Beziehung für mich momentan, Beziehungszeit passt voll nicht. Ja. Ich bin noch jung, ja, ich weiß, könnt ihr das alles haben. Aber ich könnte das alles später haben, weißt du, was ich meine? Ich konzentriere mich eher, was so geschäftlich anpasst. So die innere Zufriedenheit. Genau, momentan ganz ehrlich, heutzutage, wie man sagt, hast du etwas, bist du etwas, hast du nicht, bist du nicht. Und die Straße sagt auch, wenn du einer bist, dann bist du einer von uns. Wenn du keiner bist von uns, dann wirst du nie einer von uns. So, das war es von Teil 1. Hoffentlich hast du etwas daraus herausnehmen. Es hat wirklich ganz verschiedene Menschen gehabt, die wir interviewt haben. Und wenn es für dich etwas gegeben hat, was dir besonders aufgefallen ist oder besonders gefallen hat oder eine Frage hast, lass mich das gerne im Kommentar unten wissen. Ich lese alles durch und das beantworten. Und Teil 2 findest du in ein paar Tagen. Du findest den Link in der Beschreibung oder auch im Anhang nachher, gerade am Schluss des Videos. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rausgehen, beim Kennenlernen und bis bald. Ciao zusammen.